ja Mauer, da bin ich her. There's a fire burning out on the street. I can't bear to see. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. You stupid boy, don't know that law always wins. They already broke open the door, so don't ignore that jail is the only way. All your sins. Grüß dich zurück zu Generation Zero. Wir sind in der Episode, nachdem wir hier in diesem kleinen Stück mit den 4 Rivalen aufgerammt haben. Wie du siehst, Scherengartenregion, Bedrohungslevel 1, Bedrohungspunkte 64. Es ist die erste Aufnahme nach dem Hotfix. Und zwar, das wird jetzt so ablaufen. Ich möchte in dieser Episode dieses Stück schaffen. Ja, eigentlich alles da ist. Und ich werde aber etwas schneiden müssen. Nur dass du gleich weißt, gell? Ich markiere uns gleich mal diesen Punkt. Und zwischenrein werde ich immer wieder was beschleunigen, damit wir weiterkommen. Hat viele Gründe. So, bitteschön, ich bin geblendet. Ja. Da ich jetzt etwaig ein bisschen Gas geben will. So, wenn irgendwas Interessantes passiert, hole ich wieder dazu, oder wenn wir an einem Ort sind, wo wir noch nicht waren oder wo es irgendwas zu entdecken gibt. Genau, so machen wir es. Also, warte, da nehme ich euch noch mit. Da können wir noch genau gemeinsam reinschauen und dann fange ich schon ein bisschen ins Schnibbeln an. Es gibt ja einiges noch zu entdecken und heute möchte ich dringendst diesen Abschnitt hier noch schaffen. Beziehungsweise in eine Episode reinquetschen. Wieso nehmen wir den ganzen Scheiß überhaupt mit? Ist wurscht. Wir packen jetzt mal alles ein, was wir finden. Die Taschen sind eh soweit leer, beziehungsweise eh nur auf 31 Kilo. Und da können wir noch ein bisschen was einpacken. Passt. Ich schätze mal... Nice, jetzt schauen wir kurz auf die Karten. Da herunten war ja im Prinzip eigentlich nichts, gell? Da ist nur die Fähr, der Hafenanleger da, der komische. Aber mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber wir werden eh noch öfters in die Gegend kommen. Ansonsten mache ich den ohne euch. BZW schneiden halt dann irgendwann einmal dazu. So getreu dem Motto, zwischen den Episoden war ich hier und da und dort. Das Spiel ruckelt sich einen runter. Ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen. Ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, mir kommt vor, das Spiel wird von Update zu Update immer ganz eigener. Oder ich werde einfach mal das Spiel 14 Tage mal auf Zeiten legen. BZW, das kann ich aber machen. Ich werde es einfach mal wieder deinstallieren und dann wieder installieren, weil das hilft meistens ein bisschen. Da ist was. Ich habe jetzt auch viel über das Spiel nachgedacht. Die Hauptgeschichte und das alles werde ich euch jetzt noch sagen. Das werden wir alles nochmal machen. Bis zu einem bestimmten Punkt werden wir uns einmal das mit die FNIX Widerstandsbasen anschauen etc. Und danach, meinen Reaper haben wir schon. Den habe ich jetzt mittlerweile schon zweimal. Alles recht gut und schön.
Freut mich, dass es ihn gibt. Aber danach, es wird eh noch eine lange Reise, versprochen. Eine sehr lange Reise sogar. Aber ich werde dann etwa beginnen, Generation Zero von meinem Charakter runterzunehmen. Schon langsam. Ich habe andere Projekte noch vor, ich habe andere Dinge vor. Und jetzt spiele das Spiel seit November 2021 schon permanent. Und es juckt mir gerade in den Fingern, Neues zu machen. Wo möchte ich her? BZW, wir laufen jetzt da nochmal schnell runter. Zu diesem Wichswachs da unten. Das schauen wir uns jetzt noch schnell an. Aber ich glaube, dass wir dort schon waren. Okay, passt. Ja, wie gesagt, ich hab andere Dinge vor noch, ich habe andere Projekte noch, andere Spiele noch, die ich spielen will, sagen will. Punkt um. Ich kann ja schon mal Fazit ziehen zu diesem Spiel, obwohl wir erst eigentlich angefangen haben. Ich empfinde einfach diese Base-Building-Geschichte an sich Naja. Ich gebe da jetzt mal ein riesengroßes Naja. Aus dem einfachen Grund. Es herrscht mittlerweile ein Überfluss. Oder ein Überschuss. Oder weiß ich nicht. Diese Base-Building-Spiele. Ich spiele zwar jetzt gerade Fallout 4, das habe ich schon mal erwähnt. Aber es ist momentan einfach zu viel. Ich sag's jetzt ehrlich, wie es ist. Ich wollte eigentlich 7 Days to Die sagen, bis ich dann dahinter gekommen bin in einem Probelauf mit einer Mod. Es interessiert mich momentan nicht. Ich habe jetzt Fallout 3, Fallout 4. Für normalerweise, wenn diese Episode herauskommt, müsste sogar schon Fallout 3 heraus sein, wo ich mit Point Lookout angefangen habe. Ich habe das zwar damals noch nie durchgespielt gehabt, aber ich weiß ungefähr, um was geht. Und Fallout 3's Point Lookout ist ein relativ abgedrehter, storylastiger DLC. Und ja, gefällt mir momentan einfach besser. Sollen andere Basen bauen, ich mag es zurzeit nicht mehr, weil es mir einfach schon anstinkt. So, dann. Wir sind hier in Dyvik, also nahe von Ude, und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Ja, Spiel, ich weiß, du magst mir gerade das Leben wieder mal zur Hölle. Immer aus der Hüfte schießen, man weiß ja nie, man weiß ja nie, was kommt. So. Ah, ihr süßen kleinen Hundis, wo seid ihr denn, hä? Hui! Noch 2. Aha. Pech gehabt, mein Kleiner.
Erobere den Unterschlupf. Natürlich machen wir das. Das machen wir sofort, wenn der Charakter nicht so dämlich wäre und hängen bleiben tät. Aber ich habe da noch was gehört. Warte mal. Aha! So, da hätten wir das auch erledigt. Was du dir aber jetzt sicher sein kannst, die Story bzw. das Spiel selber spielen wir in der Story-Reihenfolge, wie es sich eigentlich gehört. Hauptgeschichte, Phoenix Update, Phoenix Rising und Alpine Unrest. Und zwischenrein werden wir die ganzen Dings machen. Diese ganzen Widerstandsbasen, das werden wir alles noch einmal machen. Und mit dem Alpine Unrest DLC werden wir dann das Spiel vorerst einmal beenden. Genau. Das große Problem, was ich noch habe, ist, momentan schleicht sich bei mir eine ganz leichte, trotz dessen, dass ich noch Fallout 3 und Fallout New Vegas spiele und Days spiele, es schleicht sich bei mir mittlerweile eine, ich sage mal, Open-World-Müdigkeit ein, die ich so noch nicht kenne. Derzeit läuft ja auch Black, das ist ein bisschen was Lineareres. Alien Isolation ist im Prinzip aber was Lineares, aber mit, ja, es ist kein Open-World-Spiel, du bist halt die ganze Zeit auf dieser komischen Raumstation unterwegs, auf der Sevastopol und quälst dich dort mit dem Alien herum. Genau. Unterschlupf für uns beherbergen, genau. Dankeschön, Mission gescheitert. Das ist da noch einer, das ist da noch einer, das ist da noch einer. Ja, 2 Adrenalinspritzen. Wir sollten das Spiel eigentlich ja schon kennen. Daher sollte es uns auch nicht schwer fallen, zu wissen, wo wir was wollen. Den ganzen Scheiß, den werden wir später noch ausrammen, das wir aber zwischen machen. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Genau. Das ist halt mittlerweile so ein kleines, ja, so ein kleiner Leitspruch von mir. Warte mal kurz, wo geht's denn da entlang? Da ist ja noch irgendwas. Genau. Da will ich noch her. Das schauen wir uns an. Darum passt ja, dass wir in der letzten Episode uns mit den 4 Rivalen angelegt haben. So haben wir jetzt ein bisschen, wie sagt man, so haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit und Ruhe und können ein bisschen mehr Gas geben, ohne dass wir nicht gleich wieder vor Maschinen mit Ausschlag geplagt werden. Genau. So schaut es nämlich aus im Schneckenhaus. Und die haben wir extra jetzt mit Absicht einige lineare Spiele gesucht, auch ältere. Manche kenne ich bereits, manche habe ich zwar schon mal angespielt, aber nie durchgespielt. Und das möchte ich jetzt ein bisschen nachholen. Black läuft jetzt derzeit das letzte Mal. Und der Rest, wie gesagt, ergibt sich dann, wann ich soweit bin. Und ich kann ein bisschen vorgreifen. Am 1.6. erscheint ein Infovideo. Ein, ja, ich sage jetzt einmal nicht unbedingt wegweisendes Infovideo, aber es zeigt die Richtung in den nächsten Monaten an. Beziehungsweise eigentlich nur im Juli, August. Jetzt einmal vorab.
da ich einiges geplant habe, beziehungsweise umstrukturiert habe. Und ja, aber das wirst du dann alles selber sehen. Wenn ich soweit bin. Ich nehme jetzt da einfach einmal alles mit. Wenn wir auf einem größeren Standpunkt sind oder irgendwo. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wir nehmen sowieso alles mit. Dann später können wir das ja eh alles auf Seiten legen, beziehungsweise vernichten. Und dem Müll hinzufügen. Okay, da sind wir fertig. Wir reisen jetzt schnell da zur Kirche her. So, da, wie du siehst, das ist jetzt so schnell gegangen, dass du gar nicht schauen kannst. Scheiß auf das Fahrrad, das mag ich nicht. Okay, Mappe. Wir öffnen die Karte und laufen jetzt mal in diese Richtung. Wegpunkt setzen. Los geht's. Soweit haben wir ja alles gemacht. Da haben wir uns das letzte Mal durchprügelt. Landtop, genau. Jetzt schau ich nur da in die Garage, ob wir da vielleicht einen Loot drinnen haben, den wir mitnehmen können. Nö. Ansonsten schneide ich euch da wieder, oder beziehungsweise hole ich euch da wieder dazu, wenn sich irgendwas ergeben sollte in puncto Maschinen, Krampf und okay, brauche ich gar nicht so weiter hochschneiden. Wie du siehst, wir wurden ja schon wieder entdeckt. Nur von was? Ich sehe es nicht. So. Klar. Mit einer Hand aufgeweckt, ha? Ich glaube, der war im Vorruhestand. Da oben ist er. Da wieder zudruckt. Du Drecksau. So. Sehr gut. Voran geht's und weiter geht's. Wir haben genug zu tun. So. Und jetzt sollte eigentlich bis zu diesem einen Gebäude uns nichts mehr im Weg stehen. Außer eine Relaisantenne und ja, und dieser Bunker hier. Bunkers Carbon. Gut. Dann machen wir den schnell. Das kann ja nicht so lange dauern. Dann müssen wir wieder den Strom einschalten, gell? Das ist wieder so eine Stromgeschichte da herunten. Nicht mehr das weiß ich. Ah ja. Okay, dann hat ich Spül, also. Warum ist da offen? BZW war da schon lange nicht herunten.
Also auf gut Deutsch gesagt, wenn du einen neuen Spielstand anfängst, warte, es gibt's ja nicht, warum ist da herunten, warte mal, Emotes Team Aufträge, wöchentlicher Widerstandsfortschritt, bla bla bla, Profil, Log. Ah, okay, der gehört ja da gar nicht dazu, einer. Na gut. War trotzdem ein bisschen verwirrend, wenn die da oben, wenn die Kisten dann alle offen sind. Na komm, geh auf. Haben wir da irgendwas, was wir mitnehmen können? Ja gut. Jetzt packe ich noch alles ein. Dann ist es aber auch wieder verabschieden. Weißt, so gerne ich das Spiel auch spiele, so gerne ich es auch hab. Ah, da sind die. Da sind die Unterkunftsquartiere. Also das, die kennen wir aber schon. Die will ich außerhalb von den ganzen Quagel machen. Ich weiß ja gar nicht, was da zu tun ist, weil der Strom ist ja eingeschalten, wie du siehst. Das ist da. Also wie du siehst, ich merke mir momentan eigentlich gar nichts. Inventar, Profil, Gesicht, Gesichtsschutz. Wurscht, wir greifen da jetzt trotzdem einmal runter. Jetzt möchte ich nur schauen. 7, 6, 5. Ja, probieren wir's. Ich glaub. Hä? Also irgendwie kapiere ich das jetzt nicht. Egal, außer du hast den Scheiß. Okay, jetzt können wir ihrer die Masken ja wieder overgeben. Fertigkeiten, Profil. Naja. Naja, Mädel. Naja. Weißt du was? Setz die Skibrühen auf, das passt eher zu dir. Nur, wo ist der Ausgang? Ich laufe einfach einmal in die Richtung weiter. Da sind wir. Oh Gott. Das sind ja mehr Hunde, als bist du deppert, schau das an, hörst du. Wollen wir das mal ein bisschen anders zu machen. Inventar. Wo ist denn jetzt da? Das war der erste.
So, was hat's denn, Jungs und Mädels? Boah. Bist du deppert? Mädel, steh auf. Boah. Leicht allergisch, hä? Oder leicht aggressiv, hä? Alle zusammen da draußen. So, laut noch. Dankeschön. Und immer schön aus der Hüfte ballern. Okay. Da müsste irgendwo in der näheren Umgebung eine Relaisantenne sein. Wo ist die? Na gut. Wenn deine offene Welt zu leer ist, dann klatsch einfach so viele Roboter rein, wie es geht. Mhm. Aber wo ist diese Relaisantenne? Also die ist da. Okay. Das hui, wenn ich... Ja. Ich werde mir es, nachdem ich da aufgenommen habe, aufschreiben. Machen wir es so. Inventar habe ich irgendwas mit, was ich... Nein, ich habe gar nichts dabei eigentlich. BZW, nichts, was mir irgendwie weiterbringen wird. Wurscht. Machen wir schon. Ich sehe schon. Wir brauchen aber die alte Lady. Old but gold. Alt, aber bezahlt. Genau. So. Da ist ja eigentlich nichts mehr, gell? Nö. Herrlich. Gott, oh Gott. Mädchen versteckt da hinten. Oh. Ich glaube, ich muss ein bisschen Verdauung haben mit meinen schnellen Weiterkommen. Weil schnell ist was anderes. Ich und mein vorlautes Schnauzen schon wieder. Hol ich gar was. Haben wir schon.
Jetzt machen wir die Relernzähne kaputt. Das wird wieder 1000 Punkte geben und einen Levelaufstieg. Jawohl, Baby. Dankeschön. So, da. Jetzt werden wir uns ein bisschen bauen. Aber da herkommen. Warte mal. Ist da nicht dieses kleine Gebäudchen mit den Schlösserknacken etc.? Weil dann könnte man nämlich das schon mitmachen, weißt? Ja, da liegt einiges. Einmal. Zweimal, dreimal. T-Shirt, cool. Passt, danke. Nehmen wir mit. Können wir dann später zerstören. Passt da, passt da. Da sind wir fertig. Raus mit uns. Nein, Mädchen. Nimm mal eins zur Vorsicht. Du weißt ja nie, welche böse Kräfte dort draußen noch herrschen. Herrschen? Ja, das war jetzt ein Scheiß. Gut, ja. Einfaches Erste-Hilfe-Set ist willkommen. Dankeschön. Da ist ein Hundi-Wundi. Vagabundi. Haben wir Waffen. Was ist da? Okay. Der hat sehr gedacht, ich versteck mich. Versteckspiel mal anders. Da hinten ist auch was. Dankeschön. Da waren wir gerade. Jetzt gehen wir da auf. Ich glaube, ich verwirf den Plan wieder mit Arme durchlaufen und ja, und hin und her. Geht es auch anders zu mir an. Bam, 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 bau, 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 bau. Da. Bau, 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 bau. Siehst, ich weiß ja noch nicht mehr, wie warte mal kurz. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich nehme jetzt schon mehr wie eine halbe Stunde auf. Wahrscheinlich über sicher die Zeit wieder. Aber das ist ja so ein Kandidat an Videospiel. Stunden bist damit befasst und beschäftigt, aber sag einmal, wie viel Hund haben die Entwickler in die Karten eingequetscht? Die werden sich gedacht haben, was? Ein Der Spieler hat kein schnelles Vorankommen verdient. Er muss an jeder Ecke stehen bleiben. Au! Trotzdem, die Musik ist noch immer saugeil. Wow. Hier bin ich, ihr Idioten. Kann man das Licht da nicht da dran? Perfekt. Komm, lad nach, Mädel.
Ja, ich mach mich nur aufmerksam. Ich mach nur aufmerksam auf mich. Mehr ist das nicht. Schauen wir mal, ob in der... Ja, noch besser. Ich will mir meinen Kampfplatz etwaig erweitern. Kruzifix! Nervtötend. Was? Du kannst ja die Spiele, die ich jetzt gerade spiele, miteinander gar nicht vergleichen. Das einzige, was sie gemeinsam haben, sind viele Shooter dabei, ja. Aber das da mit den Maschinen hat eine ganz eigene Dynamik. Da ist irgendwo was. Aus der Richtung. Alter. Du kleine Gurken. Ich schick dich gleich in die Hölle. In der Hölle sollst vergammeln, du. Ich werde auch keine Videos mehr machen in puncto was ist jetzt wie sagt man, angepriesen oder was als nächstes für Inhalt kommt. Ich werde einfach zukünftig ins Let's Play mit einbauen. Und werde da nur kurz 2-3 Worte drüber verlieren und mehr nicht mehr. Ja, genau. Oh, bin ein bisschen überladen. Scheiß. Warte mal ganz kurz. Ich bin überladen. Na, du sollst... Genau, wir gehen jetzt da mal in Deckung. Und schauen wir schnell, was wir ausschmeißen können. Irgendwas werden wir sicher nicht brauchen. Den können wir nicht brauchen. Der interessiert mich auch gar nicht. Das lassen wir dabei. Da weiß ich noch nicht. Wo waren wir gerade? Die brauchen wir nicht. Die Vogeldunst gehalten wir uns. Das da wir weg. Die gehalten wir uns dabei. Mama mia. Muss denn... Was ist denn das jetzt? Na, ich will... Genau. Was ist denn da oben eigentlich? Ist da oben nicht so ein Bunkerschaß? Over and out. Lock. Over and out. Erreiche den Funkmast westlich von Salttrummen. Ja.
Was, da ist der Bunker Sorken schon in der Umgebung? Ehrlich? Okay. Also wie du siehst, ich bin bestens informiert. Ich habe gar keine Ahnung mehr vom Spiel. Ich habe alles vergessen. Genau. Den Levelpunkt habe ich noch immer nicht vergeben, ich Trottel. Herrgott, Grusch. Da ist dieser Funkmast, dicke Funkmast. Mit dir dabei, genau. Ja, da. So viel Zeit muss sein. Schau. Die sind ungefähr gleich lästig wie diese Mirelurk-Babys in Fallout. Ja, also wie du siehst, ich habe alles vergessen. Okay. Ich habe jetzt in den letzten 14 Tage, 3 Wochen ungefähr eine Stunde gespielt, dieses Spiel. Ja Gott, das bin ich wieder überladen. Sprinten deaktiviert. Scheiße, da ist ein Hunter. Ui, wir müssen uns entleeren und den dann fertig machen. Ich werde aber gleich auf der alten Lady bleiben. Ja, ich weiß, Spiel, als ich überlastet bin. Heute die Pappen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Die brauche ich dabei auch nicht. Die kriegen wir dann später mit dem richtigen Levelpunkt zuhauf. So, dann nimmst du noch einen Dingsbums. Nein. Komisch, die Waffen gefällt mir am besten. Ich weiß aber nicht warum. Sicher. Spielen wir jetzt verstecken wir zwar, oder was? Na? Stehst du auf einen starken Auftritt, ha? Aber beim Fallen. Hätte ich gesagt. Gut. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das dennoch so lang dauert. Ich habe eigentlich geglaubt, das wird ein gemütlicher Spaziergang da aber da hat mich das Spiel wieder eines Besseren belehrt. Korporal Oehlerts handschriftliche Notiz. Einer der Soldaten im entsandten Team begann dies zu schreiben, schaffte es aber nicht bis zum Ende. Das Entfernen der Maschine behob die Störung nur für ein paar Sekunden, doch dann war sie wieder da. Vielleicht wird sie von anderen Masten überlagert. Mit Hilfe von Eingreiftruppen könnten wir die anderen Masten halten, aber mit unserer verkrüppelten Kommunikation ist es fast Genau. Genau. Und hier kommt ein kleiner Story-Knackpunkt.
dieser rauschend sprechende Mann ist, glaube ich, jetzt noch 2 oder 3 Mal zum Herrn, dann verliert sie seine Spur aber wieder. Weil wenn wir aus der Geschichte eins gelernt haben, hat es ja